Weil das Einäuglein geschlafen hat, hat es nicht gewusst, was in der Weide draussen passiert ist. Die Mutter ist hässig geworden, hat das Einäuglein ins Zimmer geschickt. Und dann hat sie heimlich im Dreiäuglein in der Küche gesagt: «Hang du morgen. Du bist sicher nicht so blöd wie das Einäuglein. Du siehst mehr mit deinen 3 Augen.» Am nächsten Morgen hat das Zweiäuglein aber schon gemerkt, wieso das Dreiäuglein mitkommt. Und als sie auf dem Feld draussen waren, hat es gesagt: «Gell, Dreiäuglein, es ist heiß. Sitz doch dort ein bisschen unter einem Baum im Schatten. Dann kannst du dich ausruhen. Ich schaue schon zu den Geiss.» Und wieder hat das Zweiäuglein leislich angefangen zu singen. Aber statt dass auch das Dreiäuglein «Was machst du, schlafst oder wachst du» gesungen hat es aus Versehen gesungen: «Zweiäuglein, was machst du, schlafst oder wachst du?» Und darum sind im Dreiäuglein nur 2 Augen zugefallen. Und mit dem 3. Auge hat das Dreiäuglein alles beobachten. Wo sie wieder daheim waren, ist das Dreiäuglein sofort zu der Mutter und hat alles vertäfelt. «Mutter, ich weiss jetzt, warum die nichts mehr isst. Die kann zaubern. Die sagt ‹Zicklein, Zwecki, Kecki› oder so etwas und dann kommt ein Tischchen mit dem feinsten Essen drauf und dann isst sie bis genug und dann sagt sie ‹Hicklein weg oder Zeck› oder so etwas und das Tischchen ist verschwunden.» Wo die Mutter das gehört hat, ist sie gel geworden vor Neid. Die muss es gar nicht besser haben als wir. Die muss gar nicht mit so einer Geiss zaubern. «Dreiäuglein, hol mir das Messer.» Und dann ist sie einfach in den Stall und hat das Geissli getötet. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie traurig das Zweiäuglein war. Verzweifelt ist es auf die Weide und hat ganz fest brieket. Da steht wieder die liebe Frau vor ihm. «Zweiäuglein, warum briekst?» «Mutter hat das Geissli getötet.» Die Fee hat das Zweiäuglein getröstet. «Du musst nicht mehr brieken. Es kommt alles gut. Geh nur heim und tu das Herz vom Geissli im Garten vergraben.» Auf das aber ist die Fee verschwunden. Das Zweiäuglein ist heim und in der Nacht, wo die anderen geschlafen haben, hat das Zweiäuglein heimlich alles so gemacht, wie es die Fee hat gesagt. Und dann ist auch es schlafen.